Folge 15, yeah, wir sind mal wieder zurück auf der Station. Wir haben das Nest zerstört, besser gesagt. Oder angedeutet, es zu zerstören mit dem Riesenreaktor. Ich hoffe, dass ich jetzt das letzte Mal diese abgefuckten Androiden gesehen habe, weil die mag ich in dem Spiel eigentlich nicht sehen. Ich mag gegen das Alien mich umeinander sneaken. Wir werden sehen, wir müssen zur Krankenstation. Der Funk geht offensichtlich wieder, sagt zumindest der Ricardo, der da irgendwo als Hosenbiesler irgendwo umeinander läuft und das Weiberleid von umeinander drehen lässt. Folge 15, los geht's. Ich glaub, wir nähern uns langsam dem Ende. Glaube ich. So, da müssen wir aber auch nicht hin, sondern wir müssen da oben. Und die Krankenstation, die war hässlich. Da wenn zwei Aliens umeinander laufen. Nicht so geil. Nicht gesehen. Es hatte mir den Rücken zugewandt, ging den Flur herunter, als ob es das Normalste auf der Welt wäre. Ich habe mich versteckt, aber als ich aufsah, war es weg. Ich glaube, es hat sich unter dem Fußboden versteckt oder in der Decke. Sevastopol besteht aus Lüftungsschächten, Rohren und verstaubten Räumen, in die niemand seit Jahren mehr einen Fuß gesetzt hat. Es könnte überall sein. Danach müssen die Marshals gesucht haben. Das hätte mir nicht vorenthalten werden sollen. Chief, Ende. Sie ist schon wieder so greislich leise. Kriegst du einen Vogel? Sicher soll ich mal speichern. Aber nämlich das dumpfe Gefäß, das wird jetzt nicht ganz einfach. Das ist eine Maschinenraum-Transitstation. Transitruf. Können wir halt einfach mal alle. Hilft er nie. Strom wieder herstellen. Okay, da geht eh bloß eine. Oh Gott, die Musik wird auch schon wieder lauter. Ich verstecke mich mal hinter die Schachtel. Sie ist hier. Was mir allgemein nur aufgefallen ist, ich finde das Alien kehrt schwärzer. Das ist so grau. Der Waggon für das Solomons Habitat. Ich mag aber gar nicht ins Solomons Habitat, glaube ich. Unsachgemäße Nutzung des Systems sowie Trunkenheit werden den Colonial Marshals gemeldet. St. Cristobal Krankenstation. Weiß ich nicht mehr, wie es da hingeht. Skimmed Tower, Service, Lawrence System Spire, Solomon's Habitation Tower. Leider weiß ich nicht, was Habitation heißt. Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitreisenden. Ich kann einfach mal da reinschauen, was passiert. Wo geht's da hin? Skimmed Tower. Dieser Waggon für den Sevastopol Wissenschafts- und Medizinturm. Wissenschafts- und Medizinturm, der kann schon nicht so verkehrt sein.
Ich schlug zur Ablenkung mit Sicherheit nicht mit dem Wagenheber gegen oder mit dem Wartungsheber gegen Wände. Ganz sicherlich nicht. Ich bin in der Krankenstation. Haben Sie die Kommunikationszentrale erreicht? Ich bin hier, aber zu spät. Apollo hat sich von der Reaktorsäuberung erholt und externe Kommunikationswege erneut gesperrt. Verdammt. Warum haben Sie mich dann hierher geschickt? Plan B, Rip. Bevor ich los bin, haben die Systeme ein sich näherndes Schiff angezeigt. Ich glaube, das ist die Anisidora. Marlow hat es geschafft, die Autopilotencodes zu senden, während die Kommunikationswege vorübergehend offen waren. Wir müssen zu dem Schiff. Dockt es an? Nein, aber es befindet sich in Warteposition. Gehen Sie Richtung Ambulanz-Anlegestation. Es sind Kurzstrecken-Shuttle, aber das reicht. Verstanden. Finden Sie die Ambulanz-Shuttle. Wo sollen die ungefähr sein? Natürlich am Arsch der Welt, ist eh klar. Schauen wir aber zuerst drauf, was es da so gibt. Sinclair hier. Wir brauchen Vorräte. Nehmt, was ihr kriegen könnt, von allen, die euch in die Quere kommen. Ich habe im Wohnbereich eine Ecke gefunden, in der wir uns verschanzen und auf Hilfe warten können. Ich habe Leute beordert, die Lüftungsschächte zuzulöten und die Fahrstühle auszuschalten. Der Plan ist es, hier alles wasserdicht zu machen. Wir haben keinen Platz für mehr Leute im Zufluchtsort, aber wir können Raum für Nahrung, Medikamente, Wasser und Waffen schaffen. Wenn wir alle hier lebend durchbringen wollen, können wir uns kein Mitleid erlauben. Das Mistviech ist da. Zu bemängeln haben, füllen Sie bitte eines der zur Verfügung gestellten Formulare aus. Das Mistviech ist da. Hier ist sogar sehr deutlich. Steppt im Lüftungsschacht an. Erst einmal überall die Luftsache ausmachen und dann wird es schon. Wird schon. Ah, das ist dasselbe Schachtel nochmal. Gut. Das kann schon kommen. Noch habe ich Flammenwerfer. Da mag ich jetzt noch schnell reinschauen. Schäbert schon wieder so behindert. Gerät unzureichend. Da wird doch nicht nur eine stärkere Karten kommen. Das muss doch jetzt. Yes. So, rechts. Ist schon da, brauchst du nicht da wieder. Sie ist schon da, brauchst du nicht da wieder. Oh, jetzt darfst du ein Ende nehmen, ohne Scheiß. Ich finde den Schreck. Ja, natürlich ganz oben wohnen sonst. Ich sehe hier einen Start auf meinem Terminal. Marlow hat sich bereits eines der Shuttle geschnappt. Waits hat dir wirklich was angerichtet.
Hätte ich schon. Hätte ich schon Tropfen. So. Da waren wir natürlich auch schon mal. So, ich weiß ein bisschen, was ich geht. Okay. Gehen wir speichern. Ist zweit. Muss ich gucken. Eigentlich ist es überhaupt nicht zweit. Ach, genau. Scheißdreck, hat mich der jetzt gesehen oder nicht? Es laufen da wieder Androiden umeinander. Mann! Zeigen Sie sich, den Teufel werde ich tun. Das ist sicher nur ein Missverständnis. Ja, ist mit Sicherheit. Schleicht dir einfach, das war super. Ich möchte doch speichern. Das ist eigentlich komisch, wenn ein Android sagt, spielen Sie keine Spielchen mit mir. Na, du wirst mich nicht finden, und wenn dann haue ich dir einen Bolzenschneider ins Gesicht. Ja, schön, schleicht wieder. Schleichen Sie sich. So, save the shit. Wo waren wir schon? Müssen wir da eine auf, vielleicht sogar tot legen. Mal. Ist das Simmons? Samuels. Na, Bluetooth. Gehen wir in die Stromanlage und speichert man noch. Weil das Gesetz da steht nicht so ein Gimp umeinander.
soll ich jetzt das sagen und wo wir den Shuttle finden? Jetzt kommt schon wieder überall raus. Das muss Viech. Oh, hier ist Tropfen. Ah, da hinten vielleicht. Die Musik schon wieder. Hört auf. Warum denn? Holy shit, Alter. Bist du bescheuert? Steht so vor mir vor der Haustür. Sie fix. Das habe ich mir gedacht, dass jetzt da einer kommst, du Drecksviech. Schon wissen wir was. Wenn keiner Jetzt aus mit dir, hopp. Verdammt, mein Zugangsgenerator ist nicht stark genug. Marlo ist da durchgekommen. Es muss einen Weg geben. Ja, wo? Böse Witz. Den Schacht, da gefällt mir. Da gefällt mir gut. Ist da ist, oder? Aha. So, jetzt mach die Tür auf und verpiss die mit dem Shuttle. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ich glaube, das zweite Mal im ganzen Spiel, wo ich das aus Versehen verkacke. Mei, was tue ich denn? Der ist jetzt mir anders, wenn ich da mit dem Mauszeiger drüber gehe. Ah! Hier ist doch schon wieder. Die Koordinaten sind bereits im System. Drücken Sie einfach auf den Knopf. Und Sie? Ab jetzt. Ab jetzt. Wenn das Viech jetzt da hinter mir ist. Da ist uns an Bord. I guarantee it. I guarantee it. Ah. So, bin gespannt, wo jetzt der Strom wieder ausfällt. Ricardo, hören Sie mich? Gerade so, Rip. Sie begeben sich außer Reichweite. Ich bin
Frage ist, wo bin ich jetzt? Die Anesidora, obere Decks. Jetzt bin ich auf einem anderen Schiff. Ich mag's aber nicht erkunden. War klar, dass da wieder irgendwas nicht online ist. Wir haben unsere Pechsträhne gebrochen. Wir konnten uns in den letzten Jahren gerade so den Lebensunterhalt verdienen. Und die Anesidora sieht langsam aus wie die Wracks, die wir bergen. Der Crew geht es auch nicht viel besser. Dann haben wir aber den Flugschreiber gefunden. Er gehört zu einem Schiff, der Nostromo. Wayland Yutani Eigentum. Das bedeutet, es gibt eine Belohnung. Marlow hatte dann aber noch eine bessere Idee. Den Pfad des Flugschreibers erschließen, um das Wrack der Nostromo zu finden. Wir hatten Glück, entdeckten ein Notsignal und folgen ihm jetzt. Das ist ein Volltreffer. 4510. Ich wusste, er würde mich nicht enttäuschen. Wir sind außerhalb von Sevastopol. Marlow und Foster sind zuerst aufgewacht. Sie sah schrecklich aus. Meeks und ich sind auf dem Weg zum Shuttle zur Station. Aber, naja, das fällt sicherlich unter Quarantänebruch, oder? Na, es ist Marlows Schiff. Sie ist Marlows Frau. Die Situation geriet außer Kontrolle und Meeks hat jetzt eine blutige Nase. Also, vielleicht geben die Ärzte Entwarnung und alles kehrt zum Normalzustand zurück. Aber wenn sie Wind davon kriegen, wenn die an Bord gehen, will ich nichts damit zu tun haben. Marlow zahlt nicht mal annähernd genug für solch einen Ärger. Ist mir nachladen. Da Munition ist, heißt das Vieh ist immer noch nicht weg. Da habe ich kein gutes Gefühl. Ricardo, hat sie mich hören können? Die Hauptenergie der Anesidora ist wieder online. Die Türen sollten sich öffnen und hoffentlich ein bisschen Licht. Immer noch kein Zeichen von Marlow. Aber irgendwas schäbert schon wieder. Hey Ripley, willkommen auf der Anesidora. Marlow? Wo sind Sie, Marlow? Danke, dass Sie den Strom wieder eingeschaltet haben. Wir haben mehr Arbeit erspart. Er musste nur vorübergehend offline sein. Ich musste ein paar Sachen in Ordnung bringen. Wir haben unsere Pechsträhne gebrochen. Haben wir schon gehört, warum blinkt es dann immer noch? Gerade so den Lebensunterhalt verdienen. Und die Wenn jetzt der Marlow auch wieder so ein Arschloch ist. Der Crew geht es auch nicht viel besser. Alle haben immer Geld drauf, das Dann Viech haben sie aber den irgendwie Flugschreiber gefunden. zu benutzen. Wollen Sie vielleicht Teil meiner Mannschaft werden? Wayland Yutani Viele Stellen offen. Ripley, Das bedeutet, Marlow hat mich hintergangen. Er wollte mir alle Daten über die Kreatur geben, damit ich sie der Firma übermitteln kann, aber er... Taylor? Taylor!
Was machen Sie da? Was sich sonst keiner traut. Kommen Sie zu mir, Ripley. Ich habe etwas für Sie. Und folgen ihm jetzt. Das Drecksviech wahrscheinlich. Ich kann es Arschloch. spüren. Ich wusste, er würde mich nicht enttäuschen. Anisidora, hier spricht Marshal Waits auf der Sevastopol. Offiziell sollte ich Ihre Anfrage auf Andockung eigentlich verweigern. Sevastopol befindet sich derzeit im Stilllegungsprozess und ich kann die Sicherheit außerplanmäßiger Schiffe nicht garantieren. Aber in Anbetracht des von Ihnen gefundenen Eigentums gewähre ich einer kleinen Anzahl Ihrer Besatzung das Docken über einen Kurzstreckenshuttle. Ich muss Sie daran erinnern, dass Sevastopol ein Anteil an jeglicher Belohnung für die Rückgabe des besagten Eigentums zusteht, sobald dieses auf der Station ankommt. Bitte senden Sie Antwort. Waits, Ende. Ich habe versucht, Foster zu retten. Ich habe sie auf Sevastopol gebracht. Habe alle Regeln gebrochen, um sie herzubringen. Das war ziemlich dumm von mir. Dumm. Sie können dieses Ding nicht besiegen, Ripley. Unmöglich. Man kann nur versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen. Jede Spur hinter sich verwischen. Alle Anzeichen zerstören. Die Infektion vom Ausbreiten abhalten. Sicherstellen, dass die Menschheit nie wieder mit ihm in Kontakt gerät. Denn sobald es Kontakt aufgenommen hat, hat es gewonnen. Die Firma wird niemals erfahren, was hier passiert ist. Niemand wird es erfahren. Das werde ich nicht zulassen. Warum glaube ich das nicht? Warum erwarte ich jetzt die Weyland-Yutani offen in deinem Büro oder wo auch immer ich die finde, die dir dazu zwingen, mir das zu sagen? Mr. Marlowe. Und was? Nicht jetzt, oder? Gleicher Abschnitt. Ich weiß ich was geschlungen. Vermutlich. Haben wir jetzt schon wieder irgendwas von einer verrückten. Nachgesetzter Bericht. Private Nachricht. Dies ist für meine Tochter. Hi, Amanda. Diese Nachricht ist für dich, mein Liebling. Ich hoffe, du wirst diese Nachricht eines Tages hören. Ich bin in Schwierigkeiten. Mein Schiff... Es gab einen Unfall, Liebling. Wir haben eine Kreatur gefunden. Sie war sehr gefährlich. Wir konnten sie nur stoppen, indem wir das Schiff zerstörten. Mir geht es gut. Ich sitze in einem Rettungsshuttle irgendwo in der Weite. Wir mussten die Nostromo zerstören. Was wir getan haben, wir konnten nicht riskieren, dass die Kreatur mit uns heimreist. Ich musste dich beschützen. Mach dir keine Sorgen um mich. Wir werden uns bald wiedersehen. Ich hab dich lieb, meine Süße.
Tja, kannst du ja Alien 1 bis 4 schauen, dann weißt du, was mit deinem Mann passiert ist. Jetzt wissen Sie Bescheid. Ich werde den Fusionsreaktor überlasten. Das wird den Reaktor in eine Atomwaffe verwandeln. Sie werden das Schiff zerstören. Und die Station. Ich werde jegliche Spur dieser Kreatur zerstören. Ripley, das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann es nicht am Leben lassen. Und ich werde es nicht der Firma überlassen, sonst geht das alles wieder von vorne los. War recht hat, Junge. Hören Sie mir zu! Wir müssen das nicht tun! Stopp! Hören Sie auf, Marlo! Marlo, bitte! Sie haben gehört, was Ihre Mutter getan hat. Sie hat es verstanden. Wenn sie hier wäre, würde sie mir helfen. Sie würde der Firma ganz sicher nicht die Anschrift von dieser Kreatur geben. Niemand darf das hier wissen. Da sind noch Überlebende auf der Station. Marlo! Aber nicht Foster. Sie war meine Frau. Ich habe sie geliebt. Und ich habe sie getötet. Oh mein Gott. Ich glaube, ich war zu spät. Er hat es bereits in Gang gesetzt. Er hat es in Gang gesetzt. Taylor, ich werde die Überlastung aufhalten. Sie müssen mir helfen. Gehen Sie zu dem Bedienpult. Warnung. Fusionsreaktorenüberlastung in Gang. Öffnen Sie die Fusionssysteme, damit ich an ihnen arbeiten kann. Was? Wir brauchen Strom beim Auxiliargenerator. Suchen Sie nach den Buchstaben AUX. Ich hab's gefunden. Ja, verfluchte Scheiße, wie denn? Okay, alles okay, Taylor. Schalten Sie jetzt das Wartungsterminal von Auto auf manuell um. Können Sie es sehen? Ich kann es nicht finden. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Was ist es? Oh, vielleicht hätte ich nicht dumm schauen sollen, sondern vielleicht mal umeinander hacken. Fusionsreaktorenüberlastung unterdrückt. Sicherheitsbegrenzer wiederhergestellt. Oh Gott. Sie haben es geschafft. Halt. Irgendwas stimmt nicht. Ich verstehe nicht. Primärsystemeinsturz. Systemweite Störkaskade. Oh, Scheiße. Marlo hat eine Überlastung erzogen. Das Schiff wird in zwei gerissen werden. Kritischer Einsturz. Kritischer Einsturz. Warnung. Kritischer Einsturz. Kritischer Einsturz. Warnung. 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 Kritischer Einsturz. Bauen wir mal über das Dumpfig-Fei. Warnung. Kritischer Einsturz. Warnung. Kritischer Einsturz. Warnung. Kritischer Einsturz. Warnung. Kritischer Einsturz. Warnung.
dass dieses Mistvieh jetzt in einem Shuttle sitzt. Schiffskopplungsfehlfunktion. Dienst offline. Ricardo! Ricardo! Ripley, die Explosion der Anesidora hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Demnächst fallen wir vom Himmel. Ich versuche, die Torrens zu erreichen, aber der Funk ist immer noch gesperrt. Das von Ihnen angedockte Ambulanzshuttle ist im Eimer. Die Torrens ist der einzige Ausweg. Der Funkspruch von Verlaine wurde gerade aktualisiert. Hallo Sevastopol, bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an Ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Wir können nirgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Torrens Ende. Willkommen bei Seegson Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Wir haben Gesellschaft. Der Sicherheitsdienst von Seegson ist gerade aufgetaucht. Bewaffnet. Nicht auf unserer Seite. Ich musste mich unter einem Tisch verstecken. Was wollen die? Die Torrens. Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen Sie kontaktieren. Ich glaube, Sie wollen Sie gewaltsam übernehmen. Können Sie das? Nein, die Funkverbindung ist immer noch tot. Aber halten Sie sich von ihnen fern. Die sind gefährlich. Und verzweifelt. Was sind das? Okay, der schießt sie alle. Freund hat gesagt, er hätte es. Ich will einfach nur meine Familie wiedersehen. Das will ich gar nicht. Wenn wir es sehen, rennen wir einfach. Zuerst hört man Geräusche in den Lüftungsschichten. Dann ist Beten. Alles klar? Orbitalstabilisatoren auf 80% und fallend. Na los. Irgendjemand wird schon Hilfe schicken. Fühlst du dich sicher? Ich nämlich nicht. Sie sehen die Typen haben wenigstens lieber als sie geschissen haben, die können wenigstens schießen. Oh, liegt schon wieder da. Kruzifix. Oh shit. Jetzt wird's nochmal. Marie, falls du das hörst, ich bin auf dem Weg zu Seegson Communications. Ich habe dich nicht geweckt, weil ich weiß,
dass du versucht hättest, mich aufzuhalten. Du musst verstehen, dass das unsere einzige Chance ist. Jemand muss den Funk wiederherstellen. Wir müssen sicherstellen, dass die entsprechenden Behörden zu Hause darüber Bescheid wissen, was hier vor sich geht. Keine Sorge, ich werde zurückkommen. Ich werde dich und Claire nicht zurücklassen. Das ist mal eine gute Option. Das ganze Zeug, da kommt mir so bekannt vor. Da war ich doch schon. Wir sind doch auf dem anderen Raumschiff. Das kann ja genauso ausschauen mit Station. Und da wieder einfach bloß Levelabschnitte genommen worden oder gesehen. Alles klar? Marlos Berechtigungen sind noch immer in diesem Terminal gespeichert. Hätten wir die Koordinaten der Torrents, könnten wir die Übertragungsschüsseln manuell ausrichten. Und gehen Sie die Apollo vollständig. Da ist ein Observatorium bei der Com-Zentrale, oder? Ja, damit sollten Sie die Koordinaten der Torrents finden können. Mach ich. Da waren wir doch überall schon. Orbitalstabilisatoren auf 40% und fallend. Da waren wir doch überall schon. Wenn jetzt nochmal bloß damit die Spielzeit länger wird, gegen scheiß Androiden muss, dann. Bah! Da waren Androiden, ich weiß es. Die Abriegelung nicht umgehen. Machen Sie weiter. Das Schiff wartet da draußen auf uns. Apollo lässt mich nicht rein. Versuchen Sie es nochmal. Okay, okay. Geht schon.
Geht schon dahin. Jetzt müssen wir schon essen. Diese lustigen... Was sind das? Wie geht denn das? Jetzt. Jetzt. Sie gefunden, Ricardo. Jetzt müssen Sie noch die Schüsseln manuell auf die Position der Torrents ausrichten. Verstanden. Ich gehe nach draußen. Was? Nee, Dobi. Nee. Mei. Ich kann den Eingang zur Luftschleuse von hier aus entsperren. Einen Moment. Da, ich hab's. Das kriegen ja die 10 Meter weiter nicht mit. Wie halt immer. Das gibt's ja nicht. Das muss doch jetzt dann bald einmal gar sein. Was ist denn los? Ab auf Tage und ab jetzt. Sie müssen in dem Ding spiegeln, außer ich selbst.
Speichern, speichern. So, jetzt weiß ich jetzt auch nicht mehr, wo ich hin muss. Das ist jetzt so gut, aber weiß ich gar nicht. Ja, doch. Beeilung! Wenn die Sevastopol erst fällt, ist die Kacke richtig am Dampfen. Okay. Hopp, hopp. Was fährt denn da vorbei? Vermutlich in den Lift. Lift. So, jetzt müssen wir kurz die öffnen. So. Alles cremig. Geben Sie die Koordinaten ins Terminal ein. Iseca Terminal. Was ist dieses Terminal? Kommt das was? Nee, kommt das was? Ja. Servolog ein. Parabolantenne in fester Position. Verdammt! Ist okay, Ripley. Bei den Transmittern gibt es eine Überbrückungskonsole. Quiz. Should I go this? Und jetzt?
Zurückkoordinaten eingeben oder wie sehe ich das? Ja, und bestätigen und wir. Fünfunddreißig. Hier spricht Ripley auf der Station. Können Sie mich hören, Verlaine? Ripley, was zur Hölle geht da drüben vor sich? Schlechte Sachen, Torrance. Hier läuft ein Alien herum. Es ist tödlich. Sie müssen uns hier sofort rausholen. Ein was? Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Bitte, Verlaine. Wir können nirgendwo andocken, Ripley. Die Station driftet von ihrer Schwerkraftverankerung. Unter dem Raumfahrtterminal habe ich eine Schlepperplattform gesehen, aber die Torrance ist für die Verbindung nicht ausgelegt. Sie müssen die Klemmen der Abschleppplattform von Ihrer Seite aus ausfahren. Begeben Sie sich einfach in Position. Wieder zurück. Ach, Grüezi in Alpha. Jetzt langt's dann wirklich. Muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt wird's dann ein bisschen madig. Lauf da, ich schalte den Strom ein, drück Kastel, lauf wieder zurück, bla. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Weil man kann in dem Drecksanzug nicht schnell laufen. Oh. Darf mich jetzt nicht wundern, wenn da noch irgendein Jumpscare-Scheiß kommt, irgendwas explodiert oder irgendwas passiert. Das kann eigentlich nicht in Ernst sein, dass ich da jetzt den Weg so zurückgehen muss. Offensichtlich aber ja.
Währenddessen kann ich eine Schachtel Zigaretten rauchen, wenn es pressiert. Nebenbei ein Hallöchen an den Mann mit Hut. Oh, jetzt darf's gar werden. Männer, jetzt darf's gar werden. Jetzt hacken wir uns einmal zum nächsten Speicherpunkt. Und dann bin ich doch sehr... da haben wir schon gleich angekommen. Jetzt ziehen wir uns aber zuerst aus, sonst müssen wir das jetzt mal machen. Und dann bin ich halt zuversichtlich, dass die ganze Geschichte in Folge 16 eventuell enden wird. So, ich sage merci fürs Zuschauen. Im Stream bin ich in 3 Minuten wieder da. Selbes Spielchen wie jeden Tag. Man 16, Folge 16. Bis gleich.